Guten Mittag, die Damen und Herren. Merci für ein Interesse an unserer Pressekonferenz über die Protektion von den Minderjährigen an der Kirche. Ganz wichtig, höchst aktuell, ein schweres Thema für die Kirche selber und aber für allem für alle Opfer. Das ist ein Thema, das wirklich Herz liegt. Ehrliche Wort zum Auflauf so will ich just 2 präliminäre Marken machen. Als erstes, merci für Ihre Geduld. Verschiedene von euch, respektive Ihre Kollegen, hatten in den letzten Wochen erwähnt, im Interviewen ein Renseignement am Vorfeld von der Rencontre zu Rom gefragt. Wir wollten bewusstes Treffen und Konklusionen davon aufwerten, und wir Stellung beziehen. Das machen wir auch heute. Wir wollten das Gelegenheit dann noch nutzen, für gleichzeitig ein Update zu machen. Ein Update über gemeldete Fälle, über die ergriffenen Mesuren seit 2010 und über als Präventionsarbeit. Und das ganz möglichst konkret. Dann eine zweite Sache, wenn wir heute präsentieren über Fälle von Gewalt, und besonders von sexueller Gewalt, die zwischen 2011 und 2018 an der Kontaktstelle gemeldet wurden, so ist das kein neuer, umfassender Rapport wie 2010, mehr als eine Mise à jour zu verstehen, und das wird vom Hotline-Rapport, der seine Aktualität behält. Zahlen wählen mich natürlich auch gleich aus, und ihr fand sie gerade wie als Richtlinien an den Rapport 2010 auf www.kathol.lu. Was den Auflauf anbelangt, gebe ich als erstes den Herr Erzbischof unter anderem von der Rencontre von Rom schwätzen, bei der hier noch die Gelegenheit genutzt wird, für mit Opfern an Gespräch zu kommen. Dono gibt Dr. Martin Jüngers Missbrauchs- und Präventionsbeauftragter von der Diözese 12 von der Kontaktstelle präsentieren. Der Generalvikar Leo Wagner stellt die Standortmesure für die Kirche zu Lützburg Zter 2010 an diesem Bereich ergriffen wird und Madame Jüngers Dono die Präventionsvolley. Als Aufschluss wird als ein Offizial, den Dr. Patrick Hubert, dann ob die kirchenrechtliche Volley ergehen. Ausschließend aus der natürlich Zeit für wahrscheinlich viel frohen. Und da gehe ich fort und den Herr Erzbischof. So, ich gebe schon mal merci so für Ihre Präsenz. Ich schätze die Arbeit von den Medien ganz hoch, weil das Sachen und Tageslicht bringt. Das ist positiv. Ich gehe nicht zu denen, die so Medien wären schlecht und so weiter. Am Contraire. Ich bedanke mich für das Interesse für die Fälle, das hilft, das ganz abzuschaffen, das hilft, Ränge durchzuführen. Das Erste, was ich auch so will, dass ich nachher über die Medien will von ganzem Herz entschuldigen bei all den Opfern, bei all den Viktimen. Sie haben schrecklich Leid erfahren, was nach Jahrzehnten an ihnen bleibt, was an ihnen weiterschafft. An den Sujet der Repräsentant von der Kirche, an die so Verbrechen geschieht sind, an ich gebe gerne als allererst mich ganz, ganz klar entschuldigen, also wie leid man das tut. Es ist eine Sonde, wie der Westschau von Rom herumkommt, von der Tagung, wo der Papst als Abruf hat. Wir waren zu 190, die ganze Welt war vertreten, was ein gute Sache war, dass das all Ausspruch, der da war, den Text veröffentlicht ging, also noch gestreamt ging. Das also ein großer Wunsch für Transparenz vom Heiligen Stuhl auch da war. Wir haben angefangen mit 5 Audiotémoignagen von Viktimen. Für was Audiotémoignage, weil wahrscheinlich nicht leicht ist, für einen, der so Leid erfahren hat, für Leute von der Kirche, für so eine Assemblée von Bischöfen und für den Papst, frei darüber zu schwätzen. Wir hatten praktisch 2 Vorträge, morgens 2 Vorträge mittags, an der Tischen Gruppenarbeiten. Es sind 11 kleine Gruppen gehen,
wo man dann man ne gedeelt hun debatteiert und geschwar hun. Es selber war Moderator von enger von den Gruppen, und zwar von der echter französischsprachischer Gruppe. Oves, bei einem Ovesgebiet war doch so, dass immer eng Viktim do war, der aus dem Témoignage gin huet. Und das war Momente von großer emotionaler Ergriffenheit. Es konnte den praktisch Leid von den Leid von den Affer spüren. Das sei uns so ganz schwer, auch für die Affer, für zu schwätzen. Ne? Das ist so eine gewisse Distanz, die man sich selber machen muss, weil es so bald unmöglich ist, über so schwere Sachen frei fortkommen zu können. Besonders Graf war ich bei einem Gebiet, samstes Oves, wie ein junger Mann, nur dem noch geschwart wird, einfach alles das, was Animas, was an ihm schafft, sein Gefühl durchgelöst wird, an dem man kleinen Stück auf der Geige gespielt wird. Was mehr ausdrucksvoll war, wie was wir da hätte können machen. Ich persönlich gesehen das Rencontre also noch völlig. Ich weiß, dass er ganz stark kritisiert ging. Ich gesehen das also noch völlig, weil der Papst klar gemacht wird, dass das nicht geht. Und dann hat es klar gemacht, auf einem Niveau, wo die Bischöfe von der ganzen Welt vertraut waren. Das heißt, es kann kein so, wir haben das nicht gewusst. Die Konferenzen, die wir hatten, waren top. Wir hatten auch 3 Frauen, die so eine Konferenz gehen wird. Und das war so, dass wir auch hören, sicher, dass den einen oder den anderen Bischof aus anderen Kontinenten wie Europa oder Nordamerika gemeint hat, das wäre kein Problem bei ihnen. Da hat meine Oberin von einer Schwesterkongregation, die zwar geschwart hat, die als gesucht wird, und das könnt ihr nur lesen oder auch gesehen Streaming, dass Geistliche sie vergewaltigen wollte, wie sie 13 Jahre alt war. Ich meine, nur dem in das hören hat, kann kein Mensch mehr sagen, das gibt nicht so gehen. Also die Kirche, die Weltkirche, muss sich der Realität stellen. Ich bin ein bisschen traurig, dass die Opferverbände, die da waren, nicht Gelegenheit kriegen, für zu der Konferenz selber zu schwätzen. Ich meine aber nicht, dass das als Bösartigkeit oder irgendetwas geschieht, als mir einfach war eine große Aufregung da. Wie geschieht das Ganze? Ich meine, es hätte Leute gut getan, weil sie bemerkt hätten, Bischöfe von der ganzen Welt lauschen uns nur. Und das heißt, dass es Leid auf höchster Instanz sozusagen echt geholt wird. Dafür war für mich auch ganz klar, dass ich nicht geflanscht die Victimen gehen, die da sozusagen für den Entree vom Vatikanstaat stungen, wenn wir da reingegangen sind, aber dass ich mich auch da dem Gespräch gestaltet habe, das ich denke, sicher persönlich schwer. Es ist diese Sache, wo um Gottes Willen, wie konnte das nicht mehr vorkommen, aber wie konnte so Sachen noch gedeckt gehen. Es fiel sich ganz klein als Bischof, aber gleichzeitig denken ich, wir müssen aus dem stellen, wir müssen da durchgehen, weil das vor. Und Vorrecht können, an der wir nicht erdrecken. Da können wir auch vielleicht fragen, was sind da persönliche Konsequenzen aus dem Ganzen. Es ist für mich eine Konsequenz geholt. Heute zu Lützeburg ist keine Bischofskonferenz. Es sind den einzigen. Das heißt, dass meine Position am Fongol zu wichtig ist, zu groß ist. Und dafür hätte ich gerne ein Gremium, wo ich keine Rechenschaft aufgehe. Weil auch der Bischof, ich meine, da sind nicht ganz d'accord, wenn das gefordert wird,
soll auch keine Rechenschaft für seinem Handeln aufgehen. Das soll ein Gremium sein, wo Leute an der Kirche, der Bischof muss der Kirche Rechenschaft geben, ne? Das ist schon ein Teil von der Kirche. Aber auch Leute, die nicht von der Katholika sind. Weil ich meine, man muss auch dem Land, an der Gesellschaft Rechenschaft geben, über das, was geschieht. Also für eine größere Transparenz. Es sind viel Afre begeht. Ein ganz Party davon hatte schon mal einen Viergänger, und Monsignor Frank geschwart. Vielleicht von dann ein anderer Bischof kennt, dass der Wunsch auch da und dir zu klappen. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und es sind immer bereit, für Opfer zu treffen. Weil ich kann nicht mehr verändern, was geschieht ist. Ich kann auch mans nur luisteren. Und zu verstehen gehen, dass ich mit Empathie nur luisteren. Und dass das, was Leute mir so nicht egal ist. Und dass ich auf ihrer Seite stehe. Das heißt, ich will mich zu Lützeburg auch für eine Null-Toleranz-Politik ersetzen. Das ist kein Gentleman's Delikt, was so etwas vierkennt. Das ist etwas ganz Urges, was der Mensch tief verletzt. Ich will aber auch Merci sagen. Merci sagen, der Dr. Martin Junger sei, der auf eine wunderbare Art und Weise die Kontaktstelle für Missbrauchsopfer möchte, für die viel Arbeit, die auch zu untersuchen, an der Prävention gemäht wird. Da gehe ich nach anderen Leuten drauf an. Und ich gebe aber nicht gern abhalten, auch zu erwähnen, an Merci zu sagen, denn viele Pastoren, Katecheten, hauptamtlich, Benevoler, die an der Kirche mit Kanner jugendlich schaffen, an diese nicht zu schuldig kommen gelassen. Ich meine, die Leute sollen nicht vergessen, weil die oft dann einen Generalverdacht gestalten und ihnen von ganzem Herzen auch Merci für ihre Arbeit zu sagen. Und darum hat er schon mal genug gesagt. Ich will nun, dass noch ganz viel frohe Wetter kommen, durch eine schwere Antwort und ich gehe dann weiter. Also als erstes werde ich auf Zwillen angehen, und Kehrzwillen, die kriegt er für dich auf Deutsch und auf Französisch ausgedeelt. Von 2011 bis 2018 sind 24 Fälle von sexueller Gewalt gemeldet worden, wo der presumierten Täter der Lützeburger Kirche angehört wird. Davon 21 Fälle Minderjähriger und 3 Unerwachsener. 2010 waren das noch 39 Fälle. Es wurden 3 Fälle von sexueller Gewalt gemeldet, die am Ausland geschehen sind, wo der presumierten Täter einer anderer Diözese angehört. Diese Dossieren sind an die zuständig an den entsprechenden Diözesen oder Orden weitergelegt gehen. An 10 Fällen gab körperliche Gewalt durch eine kirchliche Mitarbeiter. 2010 waren es 63. Auf 4 Fällen gab emotional Gewalt gemeldet. Damit sind zum Beispiel ständige Demütigungen oder Vernachlässigungen gemeint. 2010 waren es 23. Die meisten Fälle sind genau wie 2010 zwischen 1950 und 1979 geschieht. Es gab 4 Kontakte, wo entweder Beobachtungen oder Verdacht mitgeteilt wurden, die sich aber nicht bestätigt wird. Insgesamt haben sich 37 Leute Missbrauchstelefon gemeldet. 2010 waren es 138. Davon haben 33 Gewalt am Umfeld von der Kirche, am In- oder Ausland erlebt. 2010 waren es 100.
me elome gene zu de Fall vu sexueller Gewalt. Gene wie schon 2010 fällt op, dat mé junge wie medischer betroffen waren. Die Meestäter sie geestlech oder Ordensmänner, an am hefigsten as het an den Heimer oder Internater, an der Privat- oder Pasteechhäuser zum Übergriff kom. An de meeschte Fall gowet direkte Körperkontakt zwischen dem Opfer an dem presumierten Täter. Dat geht vu Berehrungen bekleten Opfer bis hin zu Vergewaltigungen. A 15 Fall gouf eng Unerkennung vum erlittene Leid vu 5.000 € ausbezahlt. Wie ist den Auflauf, wenn sich ein Betroffener meldet? Die meisten Opfer melden sich über Mail, ein paar über Telefon. Es gibt auch, die sich bei der Bistumsleitung melden. Nachdem sich ein Opfer gemeldet wird, findet ein Gespräch statt. An diesem Gespräch erzählt der Betroffene, was ihm geschieht ist. Über das Gespräch wird ein Rapport geschrieben und von den Betroffenen an mir unterschrieben. Falls noch kein Plan gemacht ist, kriegt der Betroffene rekommandiert, eng zu machen. Wir selber leben den Aussuch von dem Opfer und machen keine Enquete, weil das nicht als Aufgabe ist, mit die von der Polizei. Dono informieren die Bistumsleitung über den Verdacht, wenn der presumierten Täter ein Member von einem Orden ist, geht durch den Obere vom Orden informiert. Bistumsleitung geht ein Dossier dann und der Parquet weiter. Mit den Betroffenen können noch weiter Gespräche geführt gehen. Es wird ihnen Therapie vorgeschlagen oder sie können eine Demande beim Bistum machen für eine finanzielle Unerkennung vom erlittenen Leid. Wir sind uns bewusst, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Aber Betroffene können sich auch weiterhin bei uns melden. Ja, also unter dem sogenannten Hotline-Katol-Bericht von N 2010, den erstellt genoss für allem unter der Federführung von dem Herrn Mil Majerus, dem er auch posthum nach ein gewillten Matzingem Team für sein Erbicht Merci soen, besteht ohne Unterbrechung und natürlich auch weiterhin die kirchliche Urlaubsstelle für Viktimen von sexualisierter Gewalt durch Vertreter von der Kirche. Es steht natürlich all Viktimen frei, sich und einer beispielsweise staatliche Instanzen zu wenden oder direkt und Police. Heiers ist Service, wenn der so will, heiers eine Kontaktstelle, die mir eben als Kirche anbieten. Und wir wissen auch, dass nicht verschiedene Viktimen gehen, die ganz extra wollen, dass es ein kirchliches Ohr ist, wenn der so will, dass die eine Lono lauscht. Und du willst gerade auch Eis raussichern und dich nicht direkt und Police adressieren. Seit 2014 also hat Madame Martin Jungers Relais von der Madame Yvonne Lanners an dieser Kontaktstelle überholt. Ich will nicht sagen, dass sie auch im Gegend von einem Staff von Fachleuten, dass sie momentan 4 Membern an dem Gremium, an dem Gruppe, den sie begleitet, an die sich zusammensetzen als einem Theolog, als 2 Psychologen und einem Jurist. Dann sind also 1 Mensch, den kennt aus dem kirchlichen Kontext, an 3 sind aus einem nicht kirchlichen Kontext an dem Gruppe dabei. Wir haben, nachdem es dann der Bericht von der Hotline 2010 publiziert war, nicht als Schiff zugemacht, aber gehofft, dass keine Logik nachfragen. Wir haben aktiv und dem Dossier weitergeschafft. Wir haben direkt in nächste Studientag gemacht über den sexuellen Missbrauch an der Kirche mit einem deutschen Expert für alle Guten als hauptamtlich. 2011 haben wir als eigene Leitlinien rausgehen, die aber ziemlich voluminös auch sind und die ganz genau auch die Verantwortlichkeiten festhalten, die auch den Auflauf, wie wir mit Viktimen von sexualisierter Gewalt am kirchlichen Bereich verfuhren, wie das wie die Auflauf sind, all das ist daran auch verbindlich festgehalten. Wir haben 2011 einen Teil für Prävention an der Priesterausbildung angefangen. Ich kann nicht sagen, dass 2013 erst dann ein Gutachten angefordert ging für die Seminaristen für ihre Weihe. Das ist ein psychiatrisches Gutachten, was auch
mat gestäbt, das psychologisch gestäbt, dass die muss ich do vorstellen, dass sind die jungen Männer, die für ihrer Weisinn rund 10 Sessionen gehen, 5 bei Psychiater, 5 bei Psycholog, wo geguckt wird, wie es hier emotional, hier affektiv, hier sexuell reift und genug geguckt, ob es eventuell Tendenzen zu Pädophilie geben, vielerlei. Da das 2014 haben wir das Gutachten nach ausgeweitet, nicht nur ob junge Männer, die wollen geistlich gehen, wir haben doch festgelöst, verbindlich gemacht für das sogenannte ständig Diakonat. Das sind also Männer, die größten Teil, die sie bestört, die können ein Weih kriegen als ständigen Diakon, an die auch viel drunter müssen, diesen Screening, wenn das so will, durchlaufen. Auch als das Gutachten weiter ausgedehnt gehen auf Laie-Mitarbeiter, die an der Pastoral neu umgestaltet gehen. 2016 als Madame Jungers gleichzeitig mit dem Dossier von der Prävention chargiert gehen, an Europa geht sie nach ein Jahr extra an. Ich will auch sagen, dass wir geistlich an das Diözese kommen, von außen, die wir nicht kennen. Sie haben das Ordensleit, sie haben das geistlich, die keinem Orden gehören. Da geht am Vierfeld gefroht, nicht nur in extra vom Casier Judiciaire, aber auch einen sogenannten Letter of Good Standing, wo muss die Responsable, nachdem sie bis dahin geschafft haben, sie hat ein Ordensresponsable oder ein Bischof attestieren, dass nicht gegen die Leute, vier Leute am Sinn von dem Abus. Dann zum Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass auch alle Guten als Leute an der Katechese angesagt sind, nicht nur in erweitert polizeilich Führungszeugnis, die sogenannte Bulletin Nummer 5, wo müssten 4 Leben, das sind die auch vermehrt gesehen, die Wolle von der Madame Jungers nach A4 geholfen. Dann zum Schluss, am Sinn von der Transparenz, haben wir dezidiert, dass wir von diesem Jahr ungeben der Presse all Jahr ein Update gehen, wie es mit dem Fall von Abus an der katholischen Kirche zu Lützeburg stehen. Also wir wollen all Jahr darüber informieren. Diesen kurzen Überblick, die sollte ich verdeutlichen, dass wir den Abus stellen, dass wir dagegen kämpfen, dass wir Mittel, Wehr und Platz setzen, für so weit wie möglich das Risiko zu minimisieren, dass darum vier könnt. Und hier kann ich so und hier losen wir nicht Gottes Wasser über Gottes Land laufen, wir sie konsequent an dem Schutz von den Mineren engagiert. Dazu passt der Menge nicht lo den letzte Wolle von der Prävention und dann könnt auch die Wolle von dem Kirchenrecht, die repressiv Wolle bedrohen. Was sind die Ziele für Prävention? An erster Linie soll sexuelle Gewalt und Kinder und Junge verhindert gehen. Falls es aber zu sexueller Gewalt kommt, also ein zweites Ziel, möglichst schnell Aufdecken und Beenden von den Übergriffen. Für langfristig Folgen beim Opfer zu vermeiden, als ein drittes Ziel, dass es möglichst schnell fachliche Hilfe kriegt. Was wird schon gemacht? Seit 2017 wird über die Formation continue eine Basisschulung für Hauptamtliche angeboten. Das dauert 1 Tag. 96 Hauptamtliche haben schon daran teilgenommen. Auch der Erzbischof und der Generalvikar haben das Formation gemacht. Bis zur größeren Vakanz sind noch weiter 3 Kurse geplant, an denen ca. 45 Leute angeschrieben sind. Auch an den nächsten Jahren gehen Basiskurse weiter angeboten. Alle kirchlichen Mitarbeiter am pastoralen Dienst müssen diese Kur mitmachen. Wir schwatzen an dem Kur über Theorie, wir gucken, wie eine Form von sexueller Gewalt es gibt, wie ein Täter erwähnt darf sind, was den unter Grooming versteht. Wir beschäftigen uns mit den rechtlichen und kirchenrechtlichen Grundlagen und erschaffen, wie ein handeln soll, wenn er mit einem Fall von sexueller Gewalt in Kontakt kommt.
Lo nach e Blick an Zukunft. Ab dem nächste Schuljahr werde mir eng Basisschulung ubieden, fir benevol de mat Kanner oder Junke schaffen. Et gëtt auch un engem Opbaukur fir die hauptamtlech geschafft. Vier gesinn ass och eng Rahmenordnung iwwer Prävention géint Sexualgewalt. Dabei geht es darum, die Kirche als Institution durch verschiedene Mesuren zu einer mäßigerer Platz zu machen. So soll zum Beispiel eine Risikoanalyse durchgeführt gehen, für Schwachstellen am System abzudecken, die verschiedene Formen von Gewalt ermöglichen könnten. Außerdem soll ein Verhaltenskodex erschafft gehen, der für alle Mitglieder von der Kirche gilt. Ein Punkt ist auch die Formation, von der ich schon erzählt habe. Voilà, ich will doch aufhängen mit zwei Remarques präliminär. Die erste, kirchlich Strafrecht will an ass keine Konkurrenz zum staatlichen Justizwesen. Das ist ganz klar für uns, oder das auf jeden Fall, muss ich ja leider so in die letzten 30 Jahre, Gott sei Dank, klar gehen, kirchlich an Ordensleute sind als Bürger von einem Rechtsstaat und dem sind Gesetze gebunden. Aber sie gegen das Gesetz verstoßen, dann haben sie sich für der Justiz zu verantworten, sind um jeweilige Code penal zu bestrafen oder eben noch freizusprechen. Ich muss schon hören, dass von unserem Bistum all Ausschuldigung und der Parquet 4 Uhr gelegt wird. Die zweite Remarque einfach für ich vielleicht ein bisschen mit klar gehen zu lassen, was Kirchenrecht ist. Sie will neben dem jeweiligen staatlichen Recht kennt als Gesellschaft auch viele Kommunitäten von Leuten, die sich selber Normen geben, die hier man denen dann regeln. Denkt man zum Beispiel an den Sport. Und dann eben noch so Fälle wie die Sperre von Sportlern, wenn es Doping durch die jeweiligen Verbände oder ein Ausschlussverfahren bei politischen Parteien. Da ist halt ein internes Recht, nicht ein staatliches Recht, das greift. Die Religionsgemeinschaften haben auch so ein internes Recht, das dann am Fall von der katholischen Kirche am sogenannten Code de droit canonique zusammengefordert ist. A puncto Strafrecht bei sexuellem Missbrauch wird Kirchenrecht biselo nimmer geistlich, das heißt Diakone, Priester a Bischöfe am Visier. Nicht aber, da das sicher auch Manko bis dato Ordensschwestern oder Brüder bzw. hauptamtlich Laienmänner bestehen. Ein echter Punkt A, wie hat sich Strafrecht am Fall vom sexuellen Missbrauch sind 2000, also wo die echt große Welle von Sachen, die bekannt sind, an den USA weiterentwickelt. Bis 2001 waren der jeweilige Bischof als sein Kirchegericht für die strafrechtliche Behandlung von so Fällen zuständig. Das Jahr hat Jean-Paul II. Dezidiert, den Missbrauch unter dem schwerer Delikte anzureihen, für die Glaubenskongregation zu Rom kompetent ist. Für Wertwelle gesehen hat, dass eigentlich die Diözesangerichte überfordert waren. Also nicht an dem Sinn denken, ich hoffe, zu Rom etwas in den Teppich zu kehren, wie viel zu sagen, wir kontrollieren das genau. Am Kodex, der letzten aus 83 herauskommt, war eine Verjährungsfrist von nimmen 5 Jahren vom Moment vom Missbrauch beziehungsweise vom Ende vom Missbrauch, wenn es sich im Purkeire gehalten wird, von einem managerischen 16 Jahren vorgesehen. 2001 geht die Altersgrenze von 16 auf 18 Jahre herabgesetzt. An Verjährungsfrist geht op 10 Jahre nur am 18. Geburtstag vom Opfer herabgesetzt. 2010 dann, an da das lo aktuell, als die Verjährungsfrist 20 Jahre nur am 18. Geburtstag vom Opfer. Heute als nach Saison, dass die Glaubenskongregation sind 2002 so gut Vollmacht hat, von der Verjährungsfrist zu dispensieren, wann berechtigt Gründe dafür vierleihen. RTL hat ja gestern nach ein Köier auf die Suggestion vom Aufschlussbericht von der Hotline hingewiesen, für das durch an unserem Lützebauer Code Penal des Frist sollte abgesagt gehen, kirchlicherseits, als das 2010 eben geschieht.
Dadurch kann zum Beispiel ein kirchlich Gericht tätig gehen, auch dann, wenn es der staatlicher Preskription der Parquet das nicht mehr kann. Auch 2010 goufe Personen, die zwar großjährig sind, aber aufgrund von einem Handicap mental besonders schutzbedürftig sind, einem managerischen an dieser Sache gleichgestellt. An den Besitz, an die Verbreitung von pornografischem Material über Kanner in 14 Jahren gouf auch zu diesen schwerwiegenden Delikten gezielt. Papst Franziskus wurde letzte Sonntag angekündigt, auch das Altersgrenz herabsetzen zu wollen. 2016 ist dann ein Gesetz losging, wie man Bischöfe an Ordensoberen zu verfahren ist, die nachlässig waren an ihre Pflichten am Allgemeinen, aber eben auch am Besonderen bei der Pflicht, korrekt mit Missbrauchsfällen umzugehen. Das Dokument bleibt allerdings relativ flu an auch von Kirchenrechtler kritisiert gehen. Schon seit längerem zu Rom an der Mach als eine komplette Reform vom Strafrecht insgesamt, das mehr klar und auch mehr eindeutig Vorgaben beim Strafmaß soll beinhalten. An dieser Idee wurde vielleicht doch gelesen, als hier angekündigt ging, dass dieses Projekt anscheinend für Aufschluss gibt. Ein zweiter Punkt. Wie gesagt, haut eng kirchenrechtliche Strafverfolgung aus. Wenn ein Bischof von einem möglichen Missbrauchsfall gewurget, und das ist ja heute der Normalfall, wo man von der Madame Jungers Heiren über Missbrauchsstelle, muss sie eine sogenannte Voruntersuchung, Prä-Enquête erledigen, die überprüft, ob die Beschuldigung probabel ist, auf Versicht weiter Umstände an Erfahrung zu bringen. Heute zu Lützeburg haben wir uns mit dem Parquet so aufgeschwätzt, dass wir hierin für wer aufwerden. Entweder, dass sie feststellen, dass sie nicht mehr aktiv gehen können, weil eine Preskription da ist, oder weil sie zur Polizei gehen und dann aufwerden, bis die als gesund hier Enquete wäre aufgeschlossen. Damit will man vermeiden, dass ein Eindruck entstehen kann, wir geben der Polizei an den Handweg fuschen wollen. Akte von dieser Voruntersuchung gehen dann zusammen mit einem Avis vom Bischof und die zuständige Glaubenskongregation geschickt. An die Glaubenskongregation dealt dann dem Bischof mit, wie weiter zu verfahren ist. Und hier gibt es 4 Möglichkeiten. Die erste wird Verfahren angestellt, weil gesagt wird, dass eigentlich kein Material da wird ein Verfahren rechtfertigen. Die zweite ist das andere Extrem. Ein besonders schwerer Fall kann die Kongregation den Fall direkt dem Papst vorlegen, für das den Textstrophe, nämlich die Entglosung aus dem Klerikerstand, verfügt. Also quasi ohne Prozess. Den dritten Fall, bei Fällen, wo die Sachlage nicht klar vorliegt, wird ein gerichtlicher Strafprozess angeordnet, und noch entschied, wo dieser Prozess stattfinden soll. Das kann zu Rom und der Glaubenskongregation sein, an der Diözese vom Angeklagten oder an einer anderen Diözese. Und die letzte Möglichkeit, bei Fällen, wo die Sachlage, also den Tatbestand, aus sich klar ist, wird ein administratives Strafverfahren angeordnet. Der Unterschied zum Strafprozess ist den, dass nicht 3 Richter den Fall beurteilen, mit der superior Hierarchik, also meistens der Bischof oder den der Bischof delegiert, mit 2 beratenden Beisitzer eine Strafe festlegen. Just als Beispiel für den Unterschied, um ein zu verstehen, wenn der aus Schoolix denkt, da war ja Verfahren Penal, also ein Strafprozess, das war aber auch ein Verfahren, ein Disziplinarverfahren. Ja? Hier wäre man aus sich an ein Genre Disziplinarverfahren. Praxis von der Glaubenskongregation ist es dafür und Diözese zurückzuverweisen. Allerdings soll das kirchliche Verfahren erreicht nur Aufschluss von den staatlichen Verfahren durchgeführt gehen. Dem Angeklagten steht natürlich ein kirchenrechtlichen Advokat zur Seite. Agent das jeweilige Urteil kann hier auch an einer zweiten Instanz zu Rom Appell machen.
Was sind mögliche Strophen? Textstrof aus der Entlosung aus dem Klerikerstand. Die Person darf nicht mehr als Geistlichen tätig sein, geht nicht mehr als Geistlichen betrügt. Das kann auch ganz hart finanziell Konsequenzen haben, nämlich an dem Fall, wo diejenigen nicht einen Anspruch schon auf eine Pension hat. Könnte mir sich seine Existenzgrundlage dann auch entziehen. Einer mögliche Strophe, wie sie lo hier gesehen sind, sie leider ein bisschen wie ein zahnloser Tiger, weil natürlich Kirche Orlo kein Police hat, für auf so Sachen dann aufzupassen. Ich nenne sie trotzdem, gebot sich auf einer bestimmter Platz, zu denken wie ein Kloster, müssen abzuhalten, oder der Verbot sich auf einer gewisser Platz oder Region abzuhalten. Zum Beispiel, dass die nicht mehr kann, aber Berührung kommen mit dem Opfer oder seiner Familie. Den Entzug von Titeln, Ämter, Rechter, Verbot zur Ausübung von verschiedenen Ämtern allgemein oder auf verschiedene Plätzen, zum Beispiel an der Öffentlichkeit. Strafversetzung ob ein anderes Amt außerhalb von seelsorglichen Kontakten, also ohne direkten Kontakt zu den Leuten. An dem schon erwähnten neuen Entwurf vom Strafrecht sind auch Geldstrafen vorgesehen. Den Erzbischof von Lützeburg hat am Februar 2018 von der Glaubenskongregation den Auftrag, an einer Affäre ein administratives Strafverfahren durchzuführen, nachdem alle staatlichen Prozesse aufgeschlossen werden. Weil an dieser Affäre nur den 3 nationalen Instanzen auch nach einer supranationalen Instanz angerufen war, wird das Verfahren noch nicht angefangen, wird aber an den nächsten Wochen durchgeführt gehen.